vom Schützenfest. Aber geh, die hätt's ja gar nicht mehr braucht. Ist ja schade drum. Na, jetzt hab ich schon abgerissen, ne? Ja. Hip-Hoppen kann ich nicht mehr. Du wirst schon einen Platz finden für sie, gell? Freilich finde ich nur ein Platzerl. Ja, ja. Jetzt sag ehrlich, Blumen machen das Leben doch erst so richtig schön, ha? Du sagst es. Und darum habe ich meinem Blumenherz einen Stoß gegeben und habe dir eine meiner Lieblingsblumen mitgebracht. Die Rose der Rose. Oh, oh. Mein Florian, das ist aber nett von Gell? dir. Ja. Und wie gut die riecht. Ja, das riechen die Rosen. Dankeschön, Florian. Gern geschehen. Ich muss dir ja sehr viel wert sein, dass du mir sogar eine von deinen sorgsam gehüteten Rosen schenkst, ha? Aus wahrer Liebe. So steht's in die Bücherl, in die Romanbücherl mit drin, gell? Und außerdem, weil du genauso was Extras wie diese Rose bist. Ja, Geh, du Schmeichler. ja. Und mit meiner Meinung stehe ich nicht alleine da. Sogar unser Jungknecht, der Simmel, der wascht jetzt jeden Tag sein Haus. Ja. Was? Und seine Füße, ja. Wegen mir? Ja, hast du gemeint wegen mir, ha? Und die ganze männliche Besatzung hat mich zu ihrem Liebeswerber ernannt. Ja. Geh, Aufschneider. Nix Aufschneider. Und eine Galerie von männlicher Schönheiten warten auf dich, du brauchst bloß zugreifen. Nur langsam, gell? Was? Erst einmal die Ware anschauen lassen. Ach so, naja. Gut, da haben wir Liebeswerber Nummer 1. Unser Jungknecht der Simmel. Jung, dumm und gefräßig. Verliebt in dich, dass er eine Kur von einer Lokomotive nicht unterscheiden kann. Ne? Um Gottes Willen, das Simmel. Ja. Na, Antrag Nummer 1 abgelehnt. Abgelehnt, dann haben wir Antrag Nummer 2. Unser Oberknecht der Martel. Was ist mit dem? Was, der Martel? Ja. Geh, der will mir bestimmt nichts. Der hat doch nur Augen für seine Froni. Oh, da wirst du dich täuschen, die zwei, die können sich überhaupt nicht leiden. Die sind wie Hund und Katze aufeinander. Der hilft mir schnell. Ja, gehört da. Aha. Ja, ich weiß nicht. Es ist zwar nur ein Gefühl von mir, Was? aber bitte, ich kann mich ja auch täuschen. Ja, da täuscht die ganz bestimmt, denn die Froni ist vom Bauern schon lang für einen anderen bestimmt. Also, was ist mit dem Martel? Hä? Mei, was soll ich da sagen? Der Martel ist, soweit ich ihn jetzt kenne, ein recht netter Kerl. Ja? Brav, fleißig, strebsam. Ja, und er hat sogar schon zum Oberknecht gebracht. Na, also, das ist doch kein Fehler, oder? Nein, das nicht, aber da wäre doch eine Bindung an eine Frau für ihn nur eine Belastung. Ja? Du, wenn man solche Pläne hat wie er, da braucht man doch seine Unabhängigkeit. Also, Antrag Nummer 2 abgelehnt. Abgelehnt. Dann haben wir, wen haben wir noch? Dann haben wir den Sohn des Hauses, der Michael, aber der kommt für dich auch nicht in Frage, Wieso nicht? weil er genauso wie seine Schwester schon für eine andere bestimmt ist. Ne? Das ist aber schon. Ja, dann haben wir nur noch vielleicht den Erzeuger dieses Knaben, unseren Bauer selber, aber der ist ja ein älterer Jahrgang, aber noch gut erhalten, ja. Das ist der Bauer? Ja. Ja, das ist doch nicht der Ernst. Naja, also warum? Ich habe auch keinen Auftrag von ihm, aber halt, und dann habe ich noch jemand für dich, ja. Es war ein älterer Jahrgang, sozusagen ein Ladenhüter, aber sonst noch gut benannt, oh la la. Sag einmal, Ja. dein Vorrat ist ja unerschöpflich. Ja, Gesagt, wer wäre das? ja, dreimal darfst du raten. Geh, Florian. Was denn? Warum denn? Zum Aufwärmen ganz im Bett merkt man sich viel schneller zu zweit, ne? Ja. Und ich brauche sowieso so lange, bis meine Eisschappen von Füßen warm worden sind, ne? Ja, da klangt doch eine Wärmflasche, da brauchst du keine Frau nicht. Da hast du die Idee, da sparen wir einen Haufen Geld, jawohl. Ja. Also, Heiratsantrag von mir abgelehnt, ne? Bleibt dir aber trotzdem wohlgesinnt, weil du wirklich etwas Extras bist und eine gute Wirtschafterin. Okay, jetzt übertreibst du schon wieder. Ja, ne? Naja, mein gut, meine Vorgängerin, die alte Barbara, die war halt schon ein bisschen zu alt und zu gebrechlich, Ja, dass sie ja. nur nach dem Rechten Ja. schaut. Ja, eine Bayerin gehört heute her. Das ist es, du sagst das. Eine Bäuerin hier auf dem Hof muss her, wenn keine da ist, ist es wie ein Haus ohne Dach. Tja, mei, der Bauer wird sich heute auf seine Tochter, die Froni, verlassen. Da ist er bereits verlassen. So ein junges Ding kann doch seinen großen Haushalt nicht vorstehen. Ich meine, sie war jahrelang auf einer Haushaltsschule. Bloß beim Kochunterricht, da muss immer gefehlt haben. Warum? Alles, was die kocht, wird ein Gulasch. Ja.
Dann schmeckt da also meine Kost besser. Und schon wir. Na, stimmt's also doch, dass die Liebe durch den Magen geht, Ja. ne? Florian, Was? lob mich aber bitte nicht zu sehr vor der Veronika. Die ist eh nicht so gut auf mich zu sprechen. Na ja, das kannst du verstehen, die ist eifersüchtig, weil du ihr vor die Nase gesetzt worden bist, ne? Aber das gibt sie schon wieder und wenn nicht, dann sagst du es mir, dann werde ich ihren Hintern richtig herhauen. Okay, dafür ist der Schutz groß. So groß kann der Hintern gar nicht sein, dass ich ihn draufhau. Außerdem bin ich bei diesen beiden schon ein Ersatzgroßvater seit langer Zeit. Schon als Kind habe ich immer drauf geschaut, wenn sie einen Unsinn drin haben, dass da alles in Ordnung geht. Da hat der Bauer den Bock zum Gärtner gemacht. Ja, ha? ja. Ja, dann wird man natürlich so manches klar an den beiden. Wieso an den beiden? Ist der Michel vielleicht auch recht grauslich zu dir, ha? Hast du mich? Ja? Na, wirklich nicht. Ja, ich möchte ja ein bisschen hoffen, ne? Weil er hat dich doch als Wirtschafterin da hergebracht am Hof. Das ist eine gute Idee von ihm. Wundert, dass mir das nicht eingefallen ist. Macht da nichts draus. Das nächste Mal fällt dir wieder was ein. Ja, ne? das nächste Mal, bei mir lässt oben immer so ein bisschen raus, ich weiß nicht, man's mir wär ich wüsste, was ich jetzt tun müsste, was du mir angeschafft hast. Nicht ums Verrecken fällt mir rein, ne? Den Frühstückskorb wolltest du austragen aufs Feld. Ja, yes, natürlich, ich hock da herin, die anderen hungern da draußen, gell? Aber zuerst muss ich noch 2 Brieftauben herrichten. Die habe ich schon verkauft, ein Reitersimmerl, jawohl. Der holt sie heute noch ab, bezahlt hat er sie schon. Also Florian, was denn? du nebenbei alles für Hobbys hast. Ja. Rosenzucht, Ja. Fischen, Ja. Brieftaubenzucht. Ja. Sag einmal, bringt dir denn die Brieftaubenzucht wenigstens was ein? Und ob die was einbringt, in der Früh verkaufe ich sie und auf Nacht sind sie wieder da. Dieser Florian ist ein lieber alter Spitzbub. Jetzt sag ich das zum letzten Mal. Du schreibst jetzt dem Moserberg-Safferl einen netten Brief, in dem du dich bei ihm entschuldigst, dass du so lange nichts von dir hören hast lassen. Bei der Gelegenheit lass gleich durchblicken, dass du mit einer baldigen Heirat einverstanden bist. Ist das klar? Ja, ja, ich werde schon mal schreiben, wenn ich mehr Zeit habe. Die Zeit wirst du jetzt schon finden, wo doch, Gott sei Dank, die neue Wirtschafterin da am Hof ist. Na, die hätten wir uns ruhig ersparen können. Ich will nicht hoffen, dass du meine Anordnungen kritisierst, gell? Dein Bruder hat sie mir empfohlen und ich muss sagen, er hätte mir gar kein besser ins Haus bringen können. Naja, der Michel wird schon wissen, warum er dir diese Perle gar so warm empfohlen hat. Was soll denn das wieder heißen? Ich bitte mir aus, dass die Monika in meinem Haus nett und freundlich behandelt wird. Und was die Anspielung da anbelangt, der Michel weiß genauso wie du, dass ihr seit Jahr und Tag versprochen seid. So ist ausgemacht und so bleibt's. Du kennst meine Pläne. Ja, ja, in- und auswendig. Der Michel muss die Bergmoser-Kathi heiraten, weil die einmal Mitgift mitkriegt wie kein zweites sonst. Und ich muss den Mooshofer-Gsafferl heiraten, weil der einmal einen Bauernhof erbt. Besitz ist alles, Glück ist Nebensache. Ende der Durchsage. Sehr richtig. Und jetzt Schluss mit der Debatte. Am Sonntag fahren wir zu den Mooshoferischen über, dann kannst du dich mit dem Gsafferl einmal ungezwungen unterhalten. Ungezwungen ist gut, sehr gut. Jetzt lass deine spitzen Bemerkungen. Jos Vater weiß schon, wie ich für meine Kinder zu sorgen habe, auch wenn sie es jetzt noch nicht versteht. Ich will hoffen, dass meine Anordnungen befolgt werden. Hast du mich verstanden? Ja, Ja, also. Ja, verstanden habe ich die schon. Aber warum Menschen nur wegen Besitz und Geld heiraten sollen, das verstehe ich nie. Das werde ich auch nie verstehen. Drum nimmst du mich, ich hab weder Besitz noch Geld. Martel, pass doch auf, wenn uns der Vater sieht. Gerade vorhin hat er mir erst wieder einen Vortrag gehalten. Ich weiß schon. Thema, deine Heirat mit dem Gsafferl. Ja, stimmt. Du, aber diesmal macht er ganz bestimmt ernst. Ja, vor kurzem hat er erst wieder gesagt, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo ein Madel gern Dummheiten macht und so. Dummheiten. Und da hab ich aber noch nichts gemerkt davon, dass du gern Dummheiten machst. Jetzt mal, wenn ich dich zu einer kleinen Dummheit eingeladen hätte, hast du mich abfahren lassen. Jetzt übertreib aber nicht. Ist doch gescheiter, wir sind vorsichtig, als wenn uns der Vater dahinter kommt. Ja, dann ist alles aus. Ja, schon, aber... Und du weißt ja gar nicht, wie ich diese Heimlichtuerei hasse. Warum können wir uns nicht auch wie andere junge Leute gern haben? Meinst du, dass sich die Meinung von deinem Vater jemals ändern wird? Ja, vielleicht. Aber vorerst müssen wir dem Vater weiterhin hinters Licht führen. Aber, Martel, ich glaub, die Streiterei, die wir immer vor die Leute führen, das klangt nicht. Da müsste noch irgendwas sein. Du vielleicht...
Du, vielleicht, wenn du der Monika ein bisschen einen Hof machst, so zum Schein, weißt, dann pressiert's ihm nicht mehr so, dass er mich verheiraten will, hä? Das ist ja eine herrliche Idee. Du kriegst ja gleich ein Bussel dafür. Martel, das ist halt doch nicht so leichtsinnig. Du, aber das eine sag ich dir, wenn du der Monika zu schön tust, dann grad sie ihr und dir dann aus. Aber Schatzerl, dann siege ich dir ja gar nicht mehr. Obwohl du mich mit deinen Liebesbezeigungen sehr knapp hältst, werde ich versuchen, dir treu zu bleiben. Was ist? Treffen wir uns heute Abend? Vielleicht? Ja, also nachher ja. Wieso ja, ich hab vielleicht gesagt. Ja, schon, aber wenn eine Frau Nein sagt, dann meint's vielleicht. Wenn es vielleicht sagt, dann meint's ja. Da schau mal her, wie gut du dich bei den Frauen auskennst. Wo hast denn du deine Erfahrungen gesammelt, hä? Und bei dir nicht, leider. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich weiterkomme, bevor uns noch jemand miteinander sieht. Vierte, du Obergescheider, mach's Vierte. gut. Vierte. Martel? Vierte, fang's. Du ab, du Eingebildeter, was meinst denn du, wie du mit mir reden kannst? So kannst mit den Dienstleuten reden, aber nicht mit mir, der Bauerstochter, du. Was meinst du überhaupt für? Du bist jetzt heute mal ein bisschen der Luft, du eingebildeter Trampe, du. No. Du kannst ja froh sein, dass du in der jetzigen Zeit lebst. Im Mittelalter, da hätte man dich schon längst als Hex verbrennt, du. Ah, weißt du, was ich dir sag? Was? Zu dir sag ich überhaupt nichts mehr. Was sagst denn du? Du verschwindest jetzt an der Arbeit. Marsch! Was hast du denn schon wieder gegeben, Martel, hä? Ein Nixbauer. Ich hab mir nur untertänigst zu fragen erlaubt, ob wir Dienstleute heute am Fasttag haben, weil kein Essen aufs Feld rausgekommen ist. Was? Immer noch nicht. Der Simon hat schon gesagt, sein Mann nur hat leider wie das Brummer vom Traktor. Der Simmel denkt an nichts anderes, als wir uns fressen. Monika! Monika! Ja, ich komm schon. Was ist denn, Bauer? Martel sagt mir gerade, dass noch kein Essen rausgekommen ist aufs Feld. Ach, Jesus, ich hab den Frühstückskorb schon lang hergekriegt gehabt und wollte ihn austragen. Ja, aber der Florian, der hat mich nicht lassen. Nein, das macht schon er, hat er gesagt. Und da hat er sicher wieder vergessen drauf, der Florian. Dann trage ich schnell selber einen Nein, du hast aber nur im Haus. Jetzt ist der Martel schon mal da, dann kann er den Korb auch gleich selber raustragen. Freilich, mach's gern. Wo ist denn der Korb? in der Küche draußen. Ja, dann auf in die Küche. Dann kann ich ja mein Teil gleich bei dir in der Küche raus essen, weil erstens wird der Korb dann um vieles leichter und zweitens schmeckt's mir in deiner Gegenwart bestimmt besser. Heb dir deine Komplimente lieber für die Nachspeise auf. Da schau her. Seitdem die Monika da am Hof ist, haben wir lauter Kavaliere. Da hat scheinbar an jedem einen Kopf verdreht. Nur ich bin der Einzige, der noch in die alte Richtung schaut. Obwohl, die Monika... Hoppala, was sind denn das für Gedanken? Wo bleibt denn da mein Schwur? Einmal und nie wieder. Du Bauer! Da bist ja. Warum hast du mich gesucht? Ja. Ich hätte irgendwas machen sollen und mir fällt's nicht ein, mich zu bezahlen. Vielleicht hast du das Essen aufs Feld austragen sollen. Richtig, danke! Ja, bleib noch da, das wird schon erledigt. Ja, mei, hoffentlich wird die Monika nicht meinen, dass ich immer so vergesslich bin. Was? Nicht, dass sie glaubt, dass ich unsere Verabredung vergessen habe, die ich mit ihr haben werde. Ne? Am Sonntag, da ist Kirchweihtanz bei uns. Da werde ich mich in mein Sonntagsgewandel schmeißen und dann werde ich mit ihr eine Käsesohle aufs Parkett legen. Du und tanzen. Ja? Mit deinem Gestein. Was hast du da gestellt? Und das ist ein beleidigend, sei, gell? Wenn auch das Gestell alt ist, aber das Herz ist noch jung. Außerdem habe ich bei deinem Sohn Tanzunterricht genommen. Ja, Tango. Das ist mein Lieblingswalzer. Mag ich was. Da kann ich das Mädel so schön um die Zalille nehmen. Dann. Ja, ja, verreck, jetzt holst du mich.